Ein Weiher an engem Gär, dat kann etwas Flottes sinn. Ganz entspannte Pflanzen beim Wurse no gucken, an dat Matzen op segem egenen Terra. E Weiher ass awer och mat viel Erbecht verbunden, an das wichtig, dass en sich am Vierfeld Gedanken iwwer Sicherheit mischt, fir dass het net zu engem Accident könnt. Ob wat en du oppassen muss, verrät als Lode Louis Juchem, den richtige Naturbegestätte getroffen huet. Mit der Hand als ein Zonkenputz, ich gucke dem noch. De Roland Prüss huet den Weekendhäuschen zu Simmer an op dem grossen Terrain fën de noch 3 Weieren, 2 Naturweieren an e mat Folie. An der Moyenne guckt hien 20 Stunden d'Woch no segem Bijou Matzen an der Natur. Muss ich schon sich drum kümmern, weil Wasserpflanzen die Wurzeln ganz stark an. Am Sommer muss ich schon gucken, dass ich das ein bisschen am Griff gehält. Das heißt, da muss ich platzweise dann ein bisschen rausrappen, regelmäßig. Für einen Weiher am Gart, den also am Bauperimeter leiht, braucht ihn keine Genehmigung. Will ihn aber an einer Geringzone anlegen, dann muss ihn das beim Umweltminister aufrufen. An der Gärte schwätzt ihn an der Regel auch nicht von einem Naturweiher, sondern von einem Garten respektive künstlichen Weiher mit einer Folie dran, für das Wasser eben nicht rausläuft. Natürlich kann ihn sich so eine Plastikstruktur hinsetzen, das ist relativ einfach. Muss ich aber eben gucken, wie viel an das Wasser evaporiert, muss man nachfüllen. Anstatt mit Rehwasser, mit Grundwasser. Aus der Bach habe ich keine Toilen. Da brauche ich dann eine Genehmigung von der Wasserverwaltung. Sandra Celina schafft bei der Natur- an Buschverwaltung und encouragiert Leute auch so einen Lebensraum zu kreieren. Es soll sich just am Vierfeld informieren, für eben keine Fehler zu machen. Wenn ihr Wassertiere dran hört, ob das Fisch oder eventuell sogar ein Schildkröte wäre, niemals die nur zurück an die Natur setzen oder an die Natur sind, sie nicht aus der Natur rausholen. Also auch nicht an die Natur abbringen, weil da haben wir auch Probleme mit nicht einheimischen Arten, die dann den anderen Arten Probleme machen. Das heute ist ein Beispiel von einem schlechten künstlichen Weiher. Am Januar des Jahres kommt es zu einem Accident mit einem Biber. Weil es auf den Seiten riech darauf geht, kommt es nicht mehr aus dem Wasser und den Hüt müssen gerettet gehen. Also, auch wenn es kein ökologischer Faktor ist, spielen unterschiedliche Stiefte vom Weiher eine Rolle. Sie bieten eine gewisse Sicherheit für Mensch und Tier. An so einem Weiher ist es wichtig, dass es verschiedene Däfte gehen. Also wie Flachwasserzonen, wie Tiefzonen, eben für die verschiedenen Arten und Lebensräume, für mehr Diversität zu haben. Und wie heute gesagt, dadurch, eben du hast es mehr flach, hier ist es mehr tief. Und das ist bei einem Gartenweiher auch nicht unwichtig. Ich meine, an den fertig geformten Backen, das ist ja schon gemacht. Dann hat den Teichfolie, mit der kann ich das machen. Wenn ihr Fisch am Weiher hat, dann hört ihr viel Männer Amphibien dran. Da muss ihr also am Vierfeld schon dezidieren, wer ihr gerne hat. Der Roland, der sich da seine Naturweihren regelmäßig nur Amphibien. Ja, hier ist ein Mulch. Fadenmulchmännchen. Mit Hilfe von Mulchschleisen guckt der Roland an einmal die Jahr, was nach am Weiher dran ist, und mischt auch eigene Statistiken. Wenn ganz ruhig ist, dann kann ich sie nämlich auch hören. Da grummeln sie so. Ja. Freschen lassen normalerweise nicht lange auf sich werden. Besonders am Anfang vom Sommer könnte dann doch regelmäßig zu frischen Konzerten. Das soll sich einfach bewusst sein. Ich fand, dass die immens flott ist und dass ich noch immens flott Beobachtungen kann machen kann. Natürlich nicht nur Fisch, es sind noch Amphibien, es sind eine ganze Partie Wasserinsekten, Libellen, die ich beobachten kann. Und dann ist natürlich auch die Vegetation, das gesagt, den lohnt mir. Das ist immer schön zu gucken, verschiedene Wasserpflanzen, die blähen, also Sumpfpflanzen, die blähen. Ein Weiher am Gart, ein Stück Natur daheim. Sorgt für Frieden, bringt aber auch Arbeit mit sich. Vielleicht ist es der Moment, für sich zu evaluieren. Und am Sommer hat ihn da schon seine kleine Oase bei sich im Terrain.
an et gëtt Di och méi schlimme Kamedie wie Quaken vun den Fresch.